Ik weet niet wo jent dat geht, aber wenn einer in der Weihnachtszeit gehen wird, einer Herzperken von Fräd, Live, und all diese ordentliche Dinge, die ein Advent-Season sind, und wir nehmen Zeit haben, sein, wo braucht Jesus diese Dinge zur Welt. So von der, weil wir eine Botschaft hören, was in der Weihnachtszeit Botschaft ist, und auch in Anabaptist Botschaft. Wir wollen von der sein, was lehrt die Bibel von in Fräd leben. In Lukas Kapitel 2, der 14. Vers, die Engel, die brauchen diese Nachricht nur diese Schubhort, dass Jesus geboren wird. Dann sagt es das, lot Gott im höchsten Himmel ihr kriegen. Und die Menschen auf der Erde Fräd, die und die hei gefallen haft. Wenn Jesus kommt zur Welt, sehen wollen wir, dass er wohl Fräd bringt. Du sollst Fräd auf die Erde sein. Und Fräd ist ein großer Port von, wo Gottes Kinder sollen in das Gottes Reich leben. So von der werden wir sein, was lehrt die Bibel von Fräd? Und wo sollen wir, Christen, und auch wo soll wir als Anabaptist, den Fräd ausleben? Ich glaube, wenn wir an das Thema denken, wir müssen erst ein klein bisschen Grundlein, warum oder wo wir das verstehen sollen. Der erste Part von der Grund ist das. Wir als Menschen, wir in Feindschaft mit Gott, wir sind da sind und sind da wir. Gott hat Jesus Christus geschickt und durch Jesus Christus, dort wo zwei erst zwischen sind, wo noch nicht Jesus angenommen ist, zwei wir willst du sehen, dort ist Everein gemerkt, dort ist Trag gemerkt und dort ist verseint durch Jesus Christus. In der Feindschaft, wo du ihr schwer, dort ist Ever sie gebracht, so dort du nie Fried ist zwischen Mensch und Gott. Diese Fried ist der Untergrund, von wo wir das verstehen sollen, wo sollen wir nun in Fried leben. Gott ist ganz heilig. Gott ist ganz perfekt. Und weil er ganz heilig und vollkommen ist, er kann keine Sinn verdrehen. Und dort ist, woran wir in Feindschaft sind, oder wir mit Gott, wenn wir Jesus annehmen. Und ich würde auch sagen, wenn wir kicken in der Welt und zwischen uns und Menschen in den Gemeinschaften, wo zwei sind, woran ist die Feindschaft da? Wegen Sinn. Wegen wir wohnen in einem Leben, in einer Welt, was Verbrechen ist, und Sinn flucht ist über die Sinn, was in der Welt ist. Und wo Sinn ist die meist niemals Einigkeit. Meist einmal Feindschaft. Und so Gott hat gekommen, Jesus hat gekommen, Frieden zu bringen, Versöhnung zu bringen, durch seine Rettung. So, das ist das Erste. Epheser Kapitel 2, 13 bis 15 lehrt uns das. Das sagt, aber nu ist dort anders. Nu sind je Christen. Je wirnen wieder auf, aber nu sind je der Christus Jesus im Blut ganz angebracht. Christus ist unser Fried. Er hat von beiden Gruppen eine gemerkt und die wollen durchbrechen, die uns tranen deit. Christus hat von sein Fleisch dort gesagt in der Versachten aus dem Weg gebracht, dort er in sich selbst kann von die zwei ein neuer Mensch schaffen und du der Fried schaffen. So was lehrt Paulus hier? Der Grund ist das, wir sind versöhnt mit Gott, wir haben nu Frieden mit Gott, und weil wir nu Frieden haben mit Gott, nu sollen wir Frieden haben mit anderen. Das ist ein von den größten Zeichen von dort, wie wahre geborene Christen sind. Das ist ein von den größten Zeichen, dort wie der Herr Jesus haben. Ein von den größten Früchten von der Herr Jesus, dort wie wahre geboren ist das. Wir sind nicht mehr in Feindschaft mit Menschen, wir sind lieber in Frieden mit Menschen. Wir müssen Menschen sein, die in Frieden leben mit anderen. Und er redet hier von zwei Gruppen. Und für diese biblische Zeit, dann wird dort, die Juden werden und die nicht Juden werden. Und sie haben Feindschaft zwischen sich. Die Juden haben dort Gesetz im Alten Testament, die Nicht-Juden haben nicht das Gesetz.
Die Juden hatten die Beschneidung, die Griechen, die Nicht-Juden hatten nicht die Beschneidung. Und sie sagen dort nicht, weil das mehrlich wird, dort diese zwei Gruppen können nicht eint werden. Aber durch Jesus Christus sind wir nicht eint. Und jetzt können wir einen Stopp wieder nehmen, wie wir Mennoniten sind und wie wir nicht Mennoniten sind. Nun können wir eins sein, weil Jesus Christus hat zwei Gruppen taub gebracht. Wir sind froh, dass wir in Fräd leben. Wieder, die Bibel lehrt uns, und sie ist Anabaptist, wie verstehen, wann Jesus auch Fräd gebracht hat, wie Fräd mit Gott haben, und wie sollen Fräd mit unseren Christen haben, weil die Welt noch nicht Fräd mit Gott hat. Da wir nicht Jesus angenommen haben. Das ist, was die Bibel nennt, die Welt. Die Welt ist nicht eine Welt Menschen und eine Gruppe Volk, das ist sondern was noch nicht Jesus angenommen haben. Die Bibel lehrt uns, dass Christen wollen Gegenstand kriegen von der Welt. Und warum das wichtig zu verstehen ist das? Ich glaube, wenn wir Gegenstand kriegen, das Christen. Und ich meine nicht, wenn wir Fehler merken, dort wie du euer Lieden machen. Ich meine dort, wenn Menschen uns verfallen dann oder Gegenstand, willst wie Christen sind, wir sollen uns nicht verfehlen. Jesus lehrt uns, das wird passieren. In Johannes Kapitel 15, der 20. Vers sagt es das. Denkt daran, dass ich jüngst gesagt habe, ein Knecht ist nicht gerade aus seinen Herrn. Wenn sie mich nur gestohlen haben, wollen sie jüngst auch nur stohlen. Und wenn sie mein Wort gehalten haben, wollen sie auch halten. Jüngst auch halten. Er sagt hier, Jesus lehrt hier, wenn die Welt am Gegenstand ist, Gegenstand geben ist, wie wir seine Nachfolger sind, wollen wir auch kriegen. Warum das wichtig ist, und ich besonders sei das in anderen Ländern auch, und hier auch, ich habe mit vielen von ihnen geredet. Und wenn Menschen sich abmerken mit Jesus und sie nehmen Jesus an, sie finden die Freiheit von der Gesetz und sie können für Jesus leben und Jesus nachfolgen. Sie können nur Gegenstand. In der Bibel lehrt hier, dass es normal ist. Und wo wir gegen das Gegenstand stehen, ist sehr wichtig. Jesus hat uns gelehrt, wo wir das annehmen. Und das ist das, wenn wir leiden für Jesus Christus, wir beleben dort, was Christus beleben hat. Und ein Stopp wieder ist, wir sollen dann dort auch uitleven, dass Christus dort uitleven hat. Was hat Jesus? Dat hij terugverden? Dat Jesus terughasteren ze te zijn? Dat Jesus van aanwaard verzagt of verfeucht? Dat hij met zijn alle Gottes Kraft terugtun? Dat is niet wat wir in Christus zijn. En wanneer wir dan Gegenstand kriegen, dann zal wir krachten doen als Jesus. Hier is een ding wat ik interessant vind van ons Mennoniten. Mennoniten in de wereld is dat volk Mennoniten, die worden verfolgt in de wereld. Maar wie zijn werden deze Mennoniten verfolgen doen? Dat zijn niet wat Mennoniten würden sein, sind Weltmenschen, ohne Volk, Engelsche, Spanische. Dat zijn zonen wat zich ook Mennoniten tun. Dat zijn Mennoniten, die noch nicht Jesus das persönliche Heiland kennen. Dat zijn ze de Mennoniten, die noch nicht Jesus angenommen haben und Wiedergeburt kriegen. Und dort zijn ze de Mennoniten, die andere Christen festnehmen, der schlonen down, und proben zu bemachten, Jesus Christus auf zu sein. Und das sind die Mennoniten, die das annehmen, die Verfolgung annehmen down. Und sie stehen ab für Jesus Christus. Und about einen Monat zurück, da war ein junger Mann, ich wollte seinen Namen nicht brücken. Und er kam in die Jugend und er teilt mit, wo er war, und das wir nicht hier, das wir in das Land. Er teilt mit, wo er war verschlagen, weil er hat eine Botschaft gehört und gefunden. Dann sagt er, ich fühle, dass ich will zurückfahren, aber ich stund dort und nahm das an.
Wegen ich wist dat Jesus Christus dat niet zo wil. En weet je, hij had nog niet meer Jezus aangenomen. Maar hij kon zijn, dit wie Jezus zijn weg. En maar dort kwam hij naar Jugend en hij Jesus Christus aan. En hij told in dieser Preis voor zijn Glauben. Maar van jou hast du een groot voorbeeld. Wat een troost is voor anderen. Waar we kan voor Jezus sterk staan. En durch dort. En durch die Kraft wat we bewijzen doen, wanneer we niet terugvechten doen. Anderen nemen dan Jezus Christus ook aan. Dat is nog een grond. Nog een grond is dit. Dat we zullen mensen zijn, wat zo goed als we kan, vrede uitleven. Waar we dus onderhouden houden is zeer wichtig. Wanneer du van vrede wordt geredet, wanneer du van zelfschutz wordt geredet, wanneer wordt van pacifisme, in Engels sagen wir pacifism geredet, verken mensen die vangen met de streams aan. Die vangen niet aan, wat leert de Bijbel, waar we eerst een grond leiden, wat de Bijbel leren dat. We verken aan met dat. Wat wil je doen, wat een jener kwam en die wil die dood maken? We vangen met een stream aan. Of wat wil je doen, wanneer Hitler hier weer? We vangen met een stream aan. Waar we eerst een grond leiden, dus wat de Bijbel leren deed van Fräd, en dan op den grond bouwen, en dus wanneer die grond gebouwd is, dan kan we durch den grond al het andere verstaan. So wat is dit grond? Römer kapitel 12, 16 bis 21, ik wil die versen voor ons lezen. Dat leert ons wat dit grond is. Dit is ons aanvang. Wanneer we diesen Anfang verstaan, dann können wir die anderen Sachen durch das Anfang verstehen. Römer Kapitel 12, 16 bis 21 lehrt uns das steht. Leeft in Einigkeit ohne ein anderer. Denk von uns selbst nicht uit. Geeft uns auch mit die auf, die du leer stonden, en halt uns nicht selbst für klug. Wordt uns slag angedaan, tot dat niet träg met slacht träg. Streef te doen wat ihren hoofd is en alle mensen hem Gott dient. Dat alles wat je kennen, wanneer dat möglich is, met alle mensen vrede te hebben. Dat niemand reicht even, lieve vriend. Geef Gott seine oor ruimte toe, wils dort steht geschreven. Reicht even als meine sagt, ich word terugtolen, sagt der Herr. Wann dein Feind hungert, geeft am te eten. Wann am dorst, geeft am te drinken. Wann du dort so dest, wasch du am durch kleine Kohlen auf den Kopf leihen. Lot du nicht von dort beiset Unger kriegen. Dort gaudet, dort beiset Unger zu kriegen. Dit is de grond voor onze leer van waar we zullen ons houden, voor die we ons jengen staan. Dit is waar we zullen verstaan, besonders in de 18e vers zegt het dit. Dat alles wat je kan, wanneer dat mogelijk is, met alle mensen vrede te hebben. Dit is ons aanvang. We hebben niet aanvang, nou, wanneer is dit dat waar we ons handelen? Dit is ons aanvang. Wanneer dat mogelijk is, dat alles wat je kan, vrede te hebben met anderen. Zo wo hebben Anabaptist dit uitgeleefd en wo zullen we dit verstaan? Wat leert de Bijbel waar we zullen dit uitleven? Dat we vrede hebben met anderen. Zoals ik al zei, de grond voor deze leer is dat we zullen alles doen wat we kunnen om vrede hebben met anderen. Dat is ons aanvang. De tweede is dat Anabaptist hand van aanvang han jengen fysisch gewalt brokken geleerd. Dit meint dat we als Christen zullen niemals fysisch gewalt, in Engels wil we zijn, violence brokken jeng anderen. Dit meint dat wat de Bijbel verboden deed, zoals moord. En Christ zal niemals een mens ombrengen. Een mens wil mensen zijn in God zijn evenbeeld gemaakt.
Wie wir Jesus Christus nur vor ihr sind, soll niemals ein Mensch dort merken. Wieder die Bibel lehrt, dort wir sollen tun, was wir können, die Menschen, die leiden, helfen. Leider ist Gewalt gegen Menschen brauchen, wir sollen helfen, wo wir können. Hier ist dann, wo Anabaptist dort ein bisschen anders verstehen, wo wir Gewalt brauchen in der Welt und wer das brauchen soll. Anabaptist lehren, dort kriegt als Port von wo die Welt schaffen wird und wie wir Jesus Christus sind, wir sind in Gottes Reich, dort ist nicht die Weg, wo Jesus Christus nur vorher Dinge ausschaffen wird. Deswegen sind Anabaptist jenen kriegt. Wenn uns wird gefragt, so Kanada oder States, wo immer wir wohnen, sollen sie zu Krieg gehen, unsere Antwort soll immer nee sein. Warum soll wir nee sein? Wegen das allmählich von Christ zum Sein, ich lebe die an einen Mensch dort merken. Anabaptist haben auch über Jahren gelehrt und ich glaube, hier ist vielleicht, wo wir klein kämpfen, wo das schaffen wird. Und dort ist, dort Gott hat die Regierung, die Kraft und den Reich gegeben, um den Schwertbrücken, um Ordnung haben in dort Land. Römer Kapitel 13, die 4 Vers sagt es dort. Willst dort als Gott sein deiner, die zum Gauten. Aber wenn du das, was schlecht ist, dann fürchte die, willst die dreigt das Schwert nicht vernuscht. Dort ist Gott sein deiner, reichte Eiven, über die bei sich daunen. So ich war in der schlechten Confession, dort ist ein Glaubenartikel, was in 1527 war geschrieben. Hier schrift dort ein klein bisschen, ich wollte Englisch lesen, ich kann nicht in der Plottische Übersetzung finden, aber ich wollte lesen, was in Englisch sein wird, dann wollte ich dort Übersetzen erklären. Dort sagt, the sword is ordained of God outside the perfection of Christ. So was sie lehren ist das, dort Gott hat die Regierung, die Schwert gegeben, die Kraft gegeben, so dort, sie sollen Ordnung haben. Aber dort als Büter Christus sein vollkommenen Willen. Wieder sagt dort, it punishes and puts to death the wicked and guards and protects the good. In the law, the sword is ordained for the punishment of the wicked and for their death, and the same sword is now ordained to be used by worldly magistrates. So die Schwert, als gegeben, dort beide kann gestraft. Und dort kann Ordnung sein in der Welt. Und die dort verstehen, die Regierung hat auch dort Gewalt, die Menschen umbringen, das ist eine Strafe Erde bei sie wirken. Aber der zweite Punkt ist das. Dort ist für die Welt zu brauchen. Dort Weltreich. Und ein paar sind dort trägt, dann leert wie, das sind zwei Reichen in dieser Welt. Eins ist das Gottesreich, dort sind alle die, was Jesus Christus angenommen haben. Sie sind frei gekauft von sind. Sie haben nun einen anderen Meister. Sie sind nun unter Jesus Christus seine Leidenschaft. Und wie wir in das Gottesreich sind, sollen leben apart von dem Reich, was von dieser Welt ist. Und ich will uns weiter halten denken, der Reich von der Welt, wir sollen das nicht ordentlich verstehen. Dort meint nicht, dass wir besser sind. Dort meint nicht, dass du nicht gaudet ist in der Weltreich. Dort meint, dass die Welt will sie noch nicht losgekauft ist in Christus. Die wollen Dinge anders tun und fertigen Dinge tun, was gegen Christus ist. Deswegen sollen wir für Jesus leben und nicht für die Weltreich leben. Und willst die Weltreich noch apart ist von der vollkommenen Gesetz von Christus, Gott gibt Ruhm,
dat de regering van de Welt dat Schwertbrücken der zum Ordnung anführen. Bei Anabaptist haben geleerd dat van Jesus Christus kwam, en wir sehen in het Oude Testament dat Gott gaf Israel ruim, dan dat Schwertbrücken zum Ordnung anführen. Die Bibel leert ons dat Jesus Christus kwam en hij erfüllt de Gesetz. En dort wordt poort weer van de oude Gesetz. Dort wordt erfüllt in Jesus Christus, zodat Jesus Christus in de frische Bund merken deed met zijn mensen. Jesus zegt verken, in besonders in Matthäus Kapitel 5, Vers 7, hij zegt, je gaan je hiert. En dan zegt hij, waar we zijn, je gaan je hiert in uw van uw. Dan zegt Jesus Christus, ober ik sei. So, wenn Jesus Christus dat Gesetz erfüllen deed, dus wat wie es Anabaptist verstehen als dit. In het Oude Testament geeft God ruim, om Gewaltbrücken gängen bij zijn. Nu, wanneer we in Christus zijn dingen nu anders. Nu zullen we dingen dat uitleven, zoals Christus ons wijzen deed. Dit meint dan als poort van dit, dat Christen, Anabaptist, zullen niet Schwert en Gewaltbrücken, om voor dat Goudet aanstaan. Een andere te zijn is, we kunnen niet met geweld mensen bemotten, dat Goudet te doen. En hier wil ik wel een klein beetje van ons Deutsche volk reden. Is dat niet interessant? Waar we in welke steden zijn daar waar Mennonieten met fysisch geweld probeeren mensen vast te houden, dat ze niet Jezus Christus nog volgen. Dat je het kracht jengen, wat we als Mennonieten volk zijn, wie geloven. Dat we worden niet Gewaltbrücken jengen mensen. Eine Ursache, warum das so wichtig ist für Mennonieten, ist an uns Anfang. Der Menno Siemens, in der Zeit, wo er oft ging von der katholischen Kirche, und er diese Lehre von Wadentaufen und wo wir sollen apart sein von der Regierung, er belebt, was interessant ist, was seine Verständnis sehr formen. Und dort wir der Monster Rebellion. Wenn je ein klein beetje history kennen, je worden een klein beetje weten wat hier passieren deed. De wieren westen Anabaptist wat leerden dat jede persoon soll persönlich Jesus annehmen. Jede Person, wer Jesus persönlich angenommen hat, soll persönlich die Taufe lassen. Und diese Menschen, die sammeln sich in eine Gruppe und sie tragen in diese Stadt an die Monsterstadt. Und durch mit der Zeit war das eine Stadt, wo die Leiders, die waren alle Anabaptist. Und sie fangen die Menschen an zu bemerken, dass sie alle Anabaptist waren. Alle, die in dieser Stadt wohnen, mussten weiter gedeiht werden. Sie nehmen dort, was sie verstehen deuten, dass jede Person soll persönlich entscheiden, Jesus Christus neu zu folgen. Sie deuten dort nicht mehr ausüben. Und wieder Tijd ging aan in deze groep, de leiderschap, die werden dollar en dollar extreem. En ze begonnen aan geweld te gebruiken, om mensen in ordning te houden. De regering wordt in die tijd weer, die weer niet Anabaptist, die weer nog katholische regering. En zij vangen in deze stad te gaan. Ze willen ordning houden, wegen die gingen zeer veel slechte dingen aan in Munster. En met de tijd geeft dat dan, kreeg de leider wat de weer wordt doodgemerkt. En met de tijd de ganze stad die verspeelt en die verliert en zeer veel mensen kwamen te dood. En een van de mensen wat te dood kwam, dat was Menno Simon, zijn broeder. En Menno Simon sagt, wat hier aanging, dat mensen zich strijden deiden, mensen zich vechten gingen te krijgen wegen dem Glauben. En dan haben wir das sehr klar, dass wir nicht Jesus seine Weg, dass wir würden Gewaltbrücken zum Anstehen, was wir glauben, als Recht und Gott. Und das ist ein großer Punkt, woran Mennoniten haben von Anfang das so klar gehabt, dass wir können nicht Gewaltbrücken zum für das Gott streiten.
Matthäus Kapitel 26 lehrt uns das dit. Dann seht Jesus dem, strak den Schwert nicht trägt, wurde angehiert. Wilt wer dort Schwert nimmt, wird der dort Schwert ankommen. Wat Jesus hier lehren, dat is dort, wo die Welt dingen dat, met gewalt gingen gewalt, en dat hield zich niemand op. Wer in zo'n systeem voor dat Gott aanstoen dat, die wordt in datzelfde systeem aankomen. Wer met gewalt wordt aanstoen voor wat hij gelooft, wordt der gewalt aankomen. Ik denk wat de Bibel ons klar leren dat, is dat we zijn lijf hebben voor onze vriend. Lukas Kapitel 6, 27 leert ons dit. Aber ik zei te junt, die mij heren, wies lijf te june vriend, en dat die Gott die junt niet lieden kan. Dit is een van de versen wat we in de Bibel hebben, wo we dit een paar Mal even lezen doen, en vielleicht vragen we ons zelfs, wat meint deze vers? Ik würde sagen, im Anabaptist hebben we in de oren gezegd, wat deze vers meinen dat is wat deze vers zijn dat. Wat zegt deze vers? We zullen lijf hebben voor onze vriend. En dit is zo jengen wat de Welt doet dat. De Welt leert ons dat wanneer we een vriend hebben, we zullen host hebben tegen die persoon. We zullen aanstaan en opstaan voor wat we willen. En we zullen jengen ons vriend zijn. Maar hier is waar es in de stad, wo Jesus leert dat. Dit is wat de Welt doet dat. Je hebt gehoord, aber ik zei. Mijn weg is anders. Mijn weg is, we hebben lief verzonnen, wat onze vriend zijn. En we doen Gott te zonen, te die wat jengen ons zijn. Wieder in Sprecher, wir lesen das Vers all in der Römer Vers in Sprecher 25, de 22e Vers sagt es dort. Oder ich wollte 21 ook lezen. Wanneer die Feind hungert, jaf am Brood te eten. Wanneer hij durstig is, jaf am Water te drinken. Dort wird am zijn, als wanneer een brandje kolen op zijn kop leest. Damit wagt du einen brennenden Schuldgefühl an am, und der Herr wird die dafür belohnen. Salomo sagt hier in Sprecher, dass wenn wir wollen, ewig haben, sozusagen, ewig unser Feind haben, wir sollen ordentlich stehen, wir sollen Gott trägt tun, für das schlachtet. Nog een ding van wo Anabaptist leren, wo we zullen vrede uitleven in deze wereld, is dat we zullen een positief groep zijn in deze wereld, liever als negatief. Titus Kapitel 3, 1 bis 2 leert ons dit. Hou aan dat ver. Dat zij de regering en die gewalt even aanhaben, zullen gehorchen. En amarait zijn Gott te doen. Zij zullen even anderen niet slecht reden en te alle mensen vriendelijk, vriendelijk en liefdevol zijn. So wanneer we vragen, hoe zullen we dan in deze wereld leven? Deze wereld is vielleicht anders als wat we zijn. En vele wij, de wereld zien wij als anders als Christus zien wij. Wat leert het hier? We zullen de regering gehorchen, wo immer wir können. Dat is ons Anfang. Wenn das mehrlich ist und das nicht gegen Christus ist, dann sollen wir die Regierung gehorchen. Wie er sagt hier, en immer reit sein und Gott zu tun. Das ist, was er so sagt, ans Anfang. Lieber ist uns abstammen, wir sind reit am Fäten, wir sind reit am Gängestunden. Wer will lieber reit sein, Gott zu tun? Dat is niet wat de wereld doet, dat is wat Jesus Christus nog voor je dat zullen doen. Wieder sagt hij, je zullen even anderen niet schlechtet reden.
Wirken des Mennoniten, des Anabaptist, wir sein, wir stohnen gegen physische Gewalt, wir sind gegen Violence, aber wir brücken unsere Wehe, den Kraks in der Weich, wir würden einen Schwert brücken. Ein Mensch proben umzubringen, ein Mensch tot zu bringen. Wie wir Jesus Christus nur vor ihr sein, sollen nicht unsere Wehe brücken zum Menschen durchrieten, wir sollen die Brücken zum Menschen abbühren. Wir sind Jesus Christus nur vor ihr. Jesus Christus seine Verlangen als Menschen abzubühren. Menschen live zu wiesen und Gott sein zu Menschen. Und dann 3 Dinge, die er uns lernen hat. Wir sollen alle Menschen friedlich sein. Englisch sagt, wir sollen peaceable sein. Wir sollen Frieden haben mit Menschen. Wir sollen freundlich sein. Und wir sollen leibtaulich sein. Und ohne wahr zu sein, wenn wir mit Menschen sind, wir sollen nicht hungrig sein. Wir sollen Menschen sein, die abbühren tun, die positiv sind. Dass Menschen können sein, wer Jesus ist. Und dann der letzte Punkt von Anabaptist verstehen tun, ist, dass Anabaptist sind alle besorgt und Jesus Christus in Reck utleben, als die sind, zum Gängen der Weltreck stonen. Was ich mit das meinen tun, ist das. Wir sollen lieber uns selbst untersuchen, zum sein, dass wir reich sind für Gott. Dass wir dort utleben und dort, was Gott für uns verlangen hat, als rückchecken und sein, wo die Welt das. Wir sind fertig, viel zu Druck. Und wir sind in der Welt das, und die Welt hat es das, und hier ist Trouble hier, und das kommt nicht verlängern, wenn das etwas ordentlich wird tun. Wer will lieber checken? In Gottes Haus, wo soll Jesus Christus dort Dinge, Christus nur für Dinge tun? Wir sollen erst sein, wo steht er mit uns, als wir sein, wo steht er mit dir. Und das meint dann, in 1. Thessaloniker Kapitel 4, der auf der Vers steht uns das steht. Lot dort eine Ursache für uns sein, dort die still und ruhig leben. Dort ein jeder sich sein Sache kümmert und so arbeitet, als wir uns dort gelehrt haben. So wo sollen wir das verstehen? Wir sollen still und ruhig leben. Wir sollen nicht Menschen sein, was wegen uns interessiert, Trouble merken, dass wir Leute sind, wie jungen Dinge sind. Wir sollen still und ruhig leben. Wir sollen dort, wo wir sind, dort, wo wir tun, wo wir Jesus Christus in der Leib leben tun, dort ist das Zeichnis für die Welt, was wir wirklich leben. Dort ist, wo wir anstehen für die Wahrheit. Dort Menschen, wenn sie sein, wer wir sind, und wo wir Dinge tun, dann sagen sie zu sich selbst, die sind Jesus Christus nur Feuer. Ich kann das ein klein bisschen besser verstehen. Ich glaube, wir müssen dann auch sein, dass wir dort in der Christen Weg tun, wo wir anstehen für die Wahrheit. Dass wir mit Gnade leben, dort merkt tun, wer Gott ist. So, ich weiß, ich will ein klein bisschen über Zeit gehen. Aber wo nehmen wir diese Lehre an für uns hier in Leamington in 2022? Ich glaube, wir hören viele Stimmen, die uns kreieren tun, dort wir mit der Kultur mitgehen. Und wenn wir checken in unsere Welt, unsere Welt ist dull, unsere Welt in vielen Wegen ist abgerecht, unsere Welt ist gegen einen Ordner. Wir wollen uns nicht lassen, in der Welt zu reden. Dort wir bis mitgehen, mit wo die Welt die Dinge tut. Wer wir anstehen für eine ordentliche Weg. Wer wir anstehen für eine dritte Weg. Die Welt, die merkt so fertig, die merkt Sieden. Eine Sied ist gegen die andere Sied. Wer wird eine dritte Sied merken, wo wir Gottes Recht ausleben. Dort wir Menschen kriegen, das ist Jesus in der Weg. Hier fing die Versöhnung. In Christus sind wir losgekauft von unseren Sünden. Wir sind losgekauft von uns, ihr jitzig sein. Wir sind losgekauft
von Gegenstand. Wir sind losgekauft von Spiel. Wir sind losgekauft von Plüderie. Dort ist der dritte Weg. Wer wir der dritte Weg uitleven. Ich glaube, wir müssen noch wer sein, mit wo wir mit Politik umgehen. Über die Jahre in Anabaptist haben gelehrt dort, wir sollen nichts zu tun haben mit Politik. Ich würde leben, das ist vielleicht ein klein bisschen zu streng. Wir sollen, und ich würde sagen, wir können anstehen für was Gott ist. Wir können unsere Stimme brücken für Gott. Aber wenn wir niemals Politik lassen, Hecher, Lüder sein, ist uns ihnen christliches Leben ausleben. Wenn wir niemals lassen Politik sterben, Lüder sein, ist Christus seine Stimme. Wenn wir niemals Politik und die Welt lassen den Lüder sterben haben, ist was Gottes wird lehren wird. Ich glaube dann erst dort wichtig, dass wir beten tun für unsere Regierung. Und ich weiß, es sind Zeiten, wo wir Prime Ministers haben und wo immer wir wohnen, wo wir nicht sterben dürfen, auf was sie tun. Und sie erfahren, tun sie Dinge, was gegen Christus ist. Ich will von dir nur einfach sein. Wer der Schuld an sein. Wenn die Person nicht Jesus Christus kennen, der kann nicht beten. Wer will aber beten, dass Gott wird leiden. Dass Gott wird brücken, zum Gott in het Land down und dort bei sich strafen. Und wenn Anabaptist haben jungen gelehrt, dass wir nicht mit der Regierung können schaffen oder was immer, wer wir eine Stimme sein für den dritten Weg, für Gnade, für Leib, für die wir bedreckt sind, wer wir unsere Stimme brauchen, um die abheben. Und dann werden wir anstehen, für so eine, wer wir würden sein, sind Victims von Violence. Das meint auch Menschen, die befreit sind und die abused worden, vernichtet worden von ihren Partner. Port von Fräd, Anstehen für Fräd, ist so eine Halten, die bedreckt sind. So eine, die Hand muss leiden, Unger Gewalt. Wer wir anstehen für dich. Wer wir anstehen, wann du kriegst es. Für dich halten, nicht bloß mit Wirt, nicht bloß mit Gebeten, aber mit Halb, für so eine, was Leiden Unger kriegt. Leiden Unger Gewalt verdorben. Und wer wir sein, wo wir können, alle Menschen halten, die wir leiden. Wer wir schließen mit Gebet. Jesus Christus, wir sind von dir dankbar, dass du hast uns verseint mit Gott, wie wir in Freundschaft mit Gott, und der Christus, der wir verseint, wir haben Frieden mit Gott. Gott, du hast uns von dir durch die Bibel gewesen, wo willst wir Frieden haben mit Gott, nicht so wie Frieden haben mit anderen. Gott, ich bete das nicht, wir wollen Einigkeit ausleben. Wir wollen Frieden haben unter uns selbst. Und dort wollen Menschen sein, wer wir sind, dass sie wollen können sein, wer du bist. Gott, ich bete das nicht, wir wollen können ein Licht sein, ein Stern sein, ein Zeichnis sein. Für deine Frieden, was du wirst in der Welt bringen. Wir beten alle das in Jesus Christus Namen. Amen.